Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Ich habe mich sofort in die Hausmusik verliebt, sofort. Dann bin ich natürlich viel im Ausgang und habe dann auch den DJ Antoine noch kennengelernt. Bin viel mit ihm unterwegs, ich habe ihn mal begleitet auf seine Gigs. Und ich habe es einfach extrem spannend gefunden, wie er mit seinem Charme, mit seinem Charisma, seinem Auftreten und seiner Musik natürlich die Leute in den Bann zieht. Ich habe das wahnsinnig gefunden. Für mich ist es, weil normalerweise hast du einen DJ, früher noch, hat einfach Musik gemacht, du hast manchmal gar nicht gewusst, was steht eigentlich. Und als ich das Antoine das erste Mal gesehen auflege, ist er oben gestanden und hat mit seinem Entertainment alle Leute so motiviert zum Tanzen und zum Ausflippen. Und das hat mich total auch positiv mitgenommen. Und darum habe ich dann gesagt, ich möchte selber mal ausprobieren, wie das ist, mit Platten zu spielen. Dann haben wir dann 2 Plattenspieler gekauft, einen kleinen Mixer, das war noch ein Zweikanal damals. Und haben wir in meinem Wohnzimmer, da habe ich noch daheim gewohnt, also wie Mutter, im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer, habe ich dort noch aufgelegt, haben wir selber beigebracht. Ja, so hat das eigentlich angefangen. Was mich extrem beeindruckt hat, oder was mich eigentlich völlig überrascht hat, ist eine Booking-Anfrage aus dem Libanon, aus Beirut. Das war etwa vor 6 Jahren. Und als ich die Booking-Anfrage bekommen habe, habe ich gedacht, was wollen die mit mir in Beirut bitte? Was soll ich dort? Also, was soll ich dort? Ich habe mir nicht vorstellen, dass Beirut überhaupt Clubs hat. Und dann bin ich aber dort hingeflogen und das war der Hammer, wirklich der Hammer. Ich habe mir das nie vorstellen. Erstens mal, die Leute sind total offen gewesen, eigentlich sehr, sehr europäisch eingestellt und es hat viele Clubs und viele Restaurants und die Leute leben voraus. Also weißt du, von draussen im Restaurant diskutieren sie mal Party und trinken und also es war eigentlich so eine Partystadt gewesen. Das hätte ich mir nicht vorstellen. Und dann, die Location, die ich aufgelegt habe, war auf einem Hochhaus oben gewesen. Und das Hochhaus hat etwa, im 25. Stock, ist alles Open Air gewesen. Und da ist rundum auf Beirut gesehen. Und oben durch hatte es 10 CO2-Kanonen und eine riesige Leinwand, die war etwa 25 Meter auf 5 Meter gewesen. Und da haben sie Schneevideos abgespielt, weil es eine Swiss Night war. Weil sie mit gebucht haben, haben sie eine Swiss Night daraus gemacht. Und die LED-Wand mit dem Video, und obwohl es draußen heiß ist, hat mich einfach gefroren, weil die ganze Show rundum ist brutal war. Du hast ein sehr spezielles Verhältnis zu deiner Mami, nämlich ganz inniges. Sie macht dein Management, oder besser gesagt deine Bookings, und ich glaube von Anfang an weg, gell? Du hast auch lange bei ihr noch gewohnt. Du hast ja vorher erzählt, die Anfänge mit den Turntables im Wohnzimmer. Haben die schon immer so eine gute Beziehung zueinander? Wir haben eine ganz intensive Beziehung, weil sie mich extrem unterstützt hat, auch immer. Also zuerst haben wir, wie gesagt, ich habe mit 16 Jahren angefangen zu modeln. Und da konnte ich noch nicht Auto fahren. Wenn ich auf Dorn bin, oder auf München zu den ganzen Castings, ist sie immer mit mir mitgekommen. Sie hat mich immer gefahren und hat mich immer unterstützt. Und am Morgen, als wir mit dem Bus, mit dem Gar zurückgekommen von der Modenschau in Deutschland, hat sie mir am Morgen um 3 das Dornbirn abgeholt mit ihrem Auto von St. Gallen. Und ja, sie hat mich immer extrem unterstützt. Und sie ist auch die Person, die verantwortlich ist, dass ich so bodenständig bin und doch so vernünftig, obwohl der Job so speziell ist, den ich mache. Und darum haben wir so einen intensiven Kontakt miteinander, weil sie mir immer Druck gestützt hat. Schon immer von Anfang an, vom Modelbusiness bis jetzt. Und sie macht jetzt seit fast 5 Jahren macht sie jetzt mein Booking auch noch. Wann ist es dann so weit, dass ihr heiratet, Fabrizio und du? Ja, momentan sicher nicht. Wir sind beide voll engagiert. Er arbeitet jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr. Er ist aus dem Studium rausgekommen und hat einen super Job bekommen. Und da kann er jetzt viel lernen. Das ist wichtig, dass er jetzt dort auch Vollgas gibt. Und das Gleiche mit mir natürlich. Warner-Deal unterschrieben. Und jetzt geht natürlich auch etwas los. Also von dem her, da haben wir jetzt mal ein bisschen... Es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig momentan. Also für euch beide, für eure Beziehung. Ja. Und Kind? Da würde ich schon gerne mal 1, 2. Aber es pressiert jetzt auch nicht. Also jetzt mal die nächsten 3 Jahre eigentlich nicht. Möchte ich mehr Zeit nicht. Vor allem möchte ich, anstatt dass man während der ganzen Karriere jetzt noch ein Kind auf die Welt kommt, wo nachher wie so ein bisschen
keine Zeit hast fürs Kind, möchte ich mir wirklich Karriere nochmal Vollgas geben und dann mehr Zeit nehmen für ein Kind. Das heisst, du würdest dann auch Ich möchte es so machen, wie es meine Eltern mit mir gemacht haben. Die wirklich sehr viel Zeit für mich hatten. Wir haben viel mitgegeben, wir waren mit mir viel voraus und das möchte ich meinen Kindern auch geben und darum möchte ich es jetzt nicht haben, weil ich jetzt nicht Zeit hätte für Kinder. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità.